Recht op Arbeit so wir immer als ein Menschenrecht und trotzdem haben wir überall auf der Welt Leute, die am Schulmarsch sind, und noch Lützeburg bleibt davon nicht verschont. Problematik vom Schulmarsch, die kriegt ihr nicht mit einem Fangerstech oder einem Zauberbengel von Haut auf morgen gelöst. Das sind wir uns alle bewusst, das tun auch die vergangenen Jahre alle gewusst. Lützeburg ist eine spezifische Situation. Wenn wir bedenken, dass wir in Lützeburg einen Rekordwurst am Blick haben, dass wir quasi all Jahre 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, und sogar mehr, und guck den 10 Jahre zurück, dann haben wir in 10 Jahren sogar 100.000 neue Arbeitsplätze geschafft, und aber als an dem Zeitraum der Schulmarsch von 13 auf über 20.000 von mit Beschäftigungsmaßnahmen dabei hat geklommen. Das ist am Anfang eine Paradox-Situation, wo man uns fragen muss, wieso das möglich ist. Sicherlich wissen wir, dass an den 2 guten letzten Jahren der Schulmarsch zurückgegangen ist. Und ich meine, ich habe das doch schon gesagt, weil das so nicht die erste punktuelle Maßnahme, in der wir heute stimmen, mit dem Hund und diesem Minister Nicolo Schmidt schon eine Reihe von so Maßnahmen gestimmt, und ich habe auch Alkes gesagt, wir stimmen die gerne mit, weil das ist punktuell, wie wir können reagieren, für auf die spezifischen Situationen anzugehen. An all die Maßnahmen werden hier Wirkungen, die eng mehr, die anderen Männer. Aber wenn es doch nicht mehr pur wäre als der Wert, dass wir hier Gesetze stimmen, für das die Leute eben ein Arbeit fanden, sozial aufgesichert gehen. Dabei könnte aber auch sicherlich den wirtschaftlichen Abschwung, den wir heute in Lützeburg schon, den auch selbstverständlich, wenn die Ökonomie dreht, wenn als Notbeschländer die Ökonomie dreht, dann bedeutet das für als Ökonomie ein Abschwung, und beim Abschwung kommen automatisch dann auch neue Arbeitsplätze, die geschafft zu geben. Und eine andere Situation, die dazu geführt hat, dass der Schulmarsch aufgeht, ist sicherlich auch, dass man da pro Jahr mehr verstärkt Leute an die Invalidenpension schicken, die wir für auch an einer prekären Situation gelost haben, wo wir wussten, dass die Leute nicht mehr auf den Arbeitsmarkt kommen, und sie abends dann Pension geschickt haben. Und ich meine, das war auch da die richtige Lösung und Decision, für die Leute dann einfach an den Invalidenpension zu schicken, dafür eben können den Leuten auch eine Garantie zu geben. Sicherlich als ein weiterer Punkt, an den lesen wir nicht zu sehen, das ist also Schulsystem. Weil wir wissen, dass wir hier am Land, also ein Arbeitsmarkt, an der Konkurrenz steht, mit dem Ausland, dafür allem mit der Grenzregion, mit Deutschland, Frankreich und Belgien. Und da spielt natürlich das Niveau von der Formation eine Rolle. Und mit der Politik, die wir hier über Jahrzehnte machen, haben wir nach das Woche ein Gesetz gestimmt, wo wir als Partei die Überzeugung sind, dass dadurch das Niveau hochgesetzt wird. Und wenn wir meinen, wir müssen weiterführen, immer das Niveau an der Schule hochzusetzen, da werden die Leute auch in Zukunft immer mehr Probleme kriegen, am Kader von der Konkurrenz mit der Grenzregion für hier eine Arbeit zu finden. Wir sind also der Meinung, dass neben all den anderen mussten a priori, man muss eine Schule so fit machen, an Leistung an den Vordergrund stellen, für dass sie auch können an dem großen Konkurrenzkampf um den Arbeitsmarkt können zu widerstehen. Zu den Punkten für was, dass wir den Schulmarsch auf auch zurückgehen. Ich habe eine Reihe abgezählt, zählt auch die Reform von der Adam. Und ich meine, es ist ja nicht bekannt für ihn, die Opposition, als Oppositionspolitiker, die Regierung oder der Minister, läuft mich mengen, der Nico Schmidt hat auch die Courage gehabt, für eben eine Reform durchzuziehen. Und hat wie nur getraut, dass man das ganz ehrlich so eine katastrophale Situation sehr viel fand, was das Resultat von einer Politik von der CSV war, die lang den Arbeitsminister, ja, lass mir da realistisch sein, also die CSV hat lang den Arbeitsminister gestaltet, und da ist eine katastrophale Situation,
Hanna losgehen als Hand ein Katastrophsituation Hanna losgehen redressiert gehen. Ich mengen muss ich so und dat Arbeitsamtau dat ganz gut funktionieren dat den sowohl als Betriebe wie von der betreffende Leid dat so gut strukturiert, dass da das System dran ist. Und ich meine, wir können uns alle felicitieren, dass wir so konnten reformieren. Die Reform, die wir noch haben, ist ein weiterer Schritt. Den Rimmwert pro 100 Leute aus dem Chômage rausholen, an denen ein fest Arbeitsplatz gehen. Ich brauche nicht an Details ranzugehen, über die verschiedenen Maßnahmen für die über 30 und über 50 Jahre, das hat der Rapporteur am Detail gemäht. Mich mengen müssen uns alle bewusst sein, dass da dort alles Leid sind, die nicht durch hier Schuld a priori an der Situation sind, die einen haben eben hier Arbeit verloren, die anderen haben eben durch ein gewisses Handicap dann sie keine Arbeit kriegen, an anderen haben eben aufgrund von der Schulbildung, dass sie keine Arbeit fanden. Aber wir wissen, dass all die Leute da praktisch keine Chance mehr haben, für an den Arbeitsmarkt heranzukommen. Für allem die über 50 Jahre werden keine Chance mehr haben, an unseren Arbeitsmarkt heranzukommen. Und da haben wir dann den Schwach. Wir lassen die von engen Maßnahmen an die anderen Maßnahmen rennen. Hypermeint, Dopermeint, lauter prekäre Situationen, die Leute auch persönlich an eine Situation setzen, dass sie mengen, sie wären aus der Gesellschaft ausgeschlossen, wir kein vollwertiges Mensch, weil was also mehr deprimant ist für ein Mensch, wenn er kein Arbeit mehr hat, wenn er darauf angewiesen ist, dass er irgendwie vom Staat oder so vollvollen Heikriegt, und nie sicher ist. Nie sicher ist, dass das auch so bestehen bleibt. Und die Leute, die über 50 Jahre wahrscheinlich kein Emprunt mehr machen. Wir wollen sie mal wollen, die machen, kriegen sie aufgrund von der Situation mal kein Geld mehr gelehnt für eben an ihre Familie oder Gott fürs Vater zu investieren, weil sie keinen garantierten Revenu haben. Und das ist eine formidable Idee, für dahin zu gehen, an denen Leute, die permanent von enger Maßnahmen an die anderen zu gehen, für denen Leute zu suchen, aber dann holen wir die Leute an ein definitiv Arbeit, und wir machen das auch an dem Sektor Publik, an den assimilierten Rapport, das alle abgezählt, für das auch durchgewich Mengen mehr gesichert, dass das kein Abus geschieht, wenn wir das auf dem Niveau belosen. Aber wir gehen den Leitern ein Menschenrecht zurück, nämlich dass sie einen festen Arbeitsplatz kriegen. Das ist enorm wichtig, dass wir das machen, weil was geben die Leute sonst machen? Aber wenn wir dann noch den finanziellen Punkt gucken, die nicht so gewaltig wert sind, weil die Leute auch indemnisiert gehen, die Leute kriegen auch irgendwie all die anderen Maßnahmen finanziert, und der Code, den er genannt hat, das ist nicht allzu groß, und ich mengen, wenn man nur Leute hier Dignität zurückgehen, und wir sichern sie auf, dann haben wir viel für die Leute gemäht, und steht als Politik, und als reiches Land wie Lützeburg so gut, dass wir auch a priori und die tote Leute denken, wenn man verdient auch viel Geld da auf andere Plätze, wo nicht so übrig ist, wie es nicht sind, das Geld verteilen geht, als gut. Und dafür, Herr Präsident, findet das heute dort sicher als zustimmen. Wir schwätzen hier von 800 Leuten, die können unter die Maßnahmen fallen. Wir wissen, dass wir das Jahr 150 holen, dann wird das Budgetgesetz festgelegt. Das wird dann eine Reihe 2-3 Jahre dauern oder vielleicht 4 mehr. Wir kriegen die Leute löser dran. Aber wichtig ist auch, und dafür ist es doch eigentlich gut, dass es sich auf die heutigen Sektoren limitiert. Weil wir die Kondition setzen, dass ein zusätzlicher Arbeitsplatz muss geschafft gehen. Das ist bei einer Gemeinde, bei einem Syndikat oder all den Organisationen, die aufgesehen sind, ist das nachvollziehbar, ob auch da wirklich ein Platz geschafft wird. Wenn er der große Betrieb ist, der 100 Leute hat, ist es nicht nachweisbar für so einen neuen Platz geschafft, für so einen Platz zu schaffen für die Leute. Dafür fand ich den Weg auch gut, dass man das auf den heutigen Sektor limitiert, weil wir da eine gewisse Garantie haben, eine Transparenz haben, dass auch der Büt davon, dass ein neuer Arbeitsplatz geschafft wird. Und dafür will ich auch aufschließend sagen, dass das heute für uns gut gesetzt ist und dass wir froh sind, für das können Haut zu stimmen.